Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach, Law, the Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung, was du selbst aussendest mit deinen völlig frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das bekommst du in entsprechender Form zurück. Was du sähst, das wirst du ernten. Du bist völlig selbstverantwortlich für dein Leben, weil niemand Gedanken und Gefühle dir einpflanzen kann. Niemand kann für dich Vibrations aussenden. Du wählst selbst deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Niemand anderes kann das für dich machen. Daher bist du völlig selbstverantwortlich für dein Alltagserleben, für den Zustand deines Körpers, für deine zwischenmenschlichen Beziehungen. Solange du das nicht akzeptierst und glaubst, irgendjemand in deiner Umwelt muss sich verändern, damit es dir gut geht, hast du ein Krankheitsbild aufgebaut, the policing problem, das Kontrollproblem, die Kontrollkrankheit, die kann sich extremst ausweiten, indem du nur noch auf Negatives schaust und glaubst, du musst gegen dieses Negatives ankämpfen und anreden und antun. Schau auf die Straße in den Städten, so viele Menschen haben dieses Policing-Problem. Schau, was hat der gemacht, was hat der gemacht, was hat der gemacht, was hat der gemacht. Na, das ist aber nicht recht, was der gemacht hat. Schau, wie der ausschaut, schau, wie sich der kleidet. Ständig irgendein Fokus auf Negatives, auf Außergewöhnliches. Dabei ist gerade die Vielfalt, die das Leben ausmacht. Deine Quelle schaut niemals auf das Negative, deine Quelle schaut immer auf das Positive und es gibt 99,99% Positives in der Welt. Doch es gibt die Menschen, die diese Krankheit entwickelt haben, auf Negatives zu schauen und sie glauben, sie müssen dieses Negative bekämpfen und aus ihrer Welt räumen, damit es ihnen wieder besser geht. Dabei ist das Problem ihr eigener Fokus auf Negatives und der Glaube, dass sie dagegen ankämpfen sollten oder müssten. Es ist ein verkehrtes Weltbild, das gar nicht funktioniert, weil denke dieses Weltbild zu Ende. Du siehst jemanden, der irgendetwas tut, was dir nicht gefällt und du redest jetzt gegen den an und dann, es gibt aber 7 Milliarden Menschen und von den 7 Milliarden Menschen sind wahrscheinlich 5 Milliarden, die etwas tun und denken und handeln, wie du es nicht machen würdest. Willst du jetzt gegen alle 5 Milliarden Menschen ankämpfen? Oder akzeptierst du das als Vielfalt in der Welt? Du bist erst frei, wenn du deine Mitmenschen frei lässt. Du kannst Negatives als Anhaltspunkt für dich selbst sehen und eigentlich dem Negativen auch dankbar sein. Siehst du etwas Negatives, dann merkst du gleich, ja, das würde ich so nicht machen. Und gleichzeitig erfährst du, was du für dich selbst machen würdest. Du würdest so nicht handeln. Also sei dankbar für Menschen, die aus der Norm treten und sich anders kleiden als die anderen, die anders denken als die anderen, die anders handeln als die anderen. Sie helfen dir, deinen eigenen Weg zu finden, was du gerne machen würdest. Du musst nicht gegen die Vielfalt der Welt ankämpfen. Such dir das raus, was für dich stimmig ist.
Die Welt ist wie ein riesengroßes Buffet. Du suchst dir das raus, was dir schmeckt. Du musst nicht gegen die Speisen kämpfen, die dir nicht schmecken. Und du brauchst auch keine Angst haben, dass dir jemand auf deinen Teller eine Speise gibt, die dir nicht schmeckt. Niemand kann das, niemand kann für dich denken, niemand kann für dich fühlen, niemand kann für dich handeln. Du bist völlig frei in deinem Denken, Fühlen und Handeln und Tun und Glauben. Du bist der Schöpfer deiner persönlichen Welt, denn du wählst frei deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen, die du jederzeit modernisieren und verändern kannst. Ich als Lower Coach helfe dir gerne dabei, deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen so zu verändern, dass du deine Träume lebst, dass du dich frei fühlst, dass du dich kreativ fühlst, dass es dir immer besser und besser geht. Du bist hier, um dich wohlzufühlen. Du bist nicht hier, um gegen irgendwas anzukämpfen. Du bist nicht hier, um eine zerstörte Welt zu heilen. Du bist hier, um Freude auszudrücken, kreativ zu sein, individuell zu sein und deine Träume zu leben. Darum bist du hier. Die Welt ist nicht gebrochen. Du musst nichts reparieren in der Welt. Lebe deine Träume. Darum bist du hier. Melde dich bei mir. Ich coache dich gerne. Ciao.